Zur Nutzung von der Engschlenalp im Jahr 1940 bis 1946. Für das Voralpen an Engschlen hat das Zentrum von Neigerträsen die Alp Gentel bestossen. Ich bin mit Träsen ab dem 4. Schuljahr ein paar Sommer Alplerböb gsi. Das Zentrum von Tenni Ernst hat auch im Gentel gevoralpet. Kerlis sind im Schwarzental gsi. Die Voralper haben normalerweise 14 Tage dürfen sein. Auch in diesen Jahren sind im Gentel Lauene anzutreffen gsi. Die wöste Lauene ist bei der Alpüfahrt immer noch so heilig gsi wie die Tomaten. Nach dem Voralpen ist man für 3 oder 4 Tage ins Jungholz gezigelt. Wir sind gäng auf den vorderen Schwand. Dort haben wir in einem kleinen Rundholzhitzli gemolchen, wo man nur 6 Kühe im Binden. Unter dem gleichen Dach hat man käseln. Eine Schlafstelle war da keine. Als Vieh, auch vom Grunderen, Pottigeren und Haslibergeren, ist nachher auf das Alplager an Engschlen getrieben worden. In den ersten 3 Wochen sind noch die Rinder an heissen Tagen und Schneeferien gestallt worden. Später hat man dann die Rinder gegen Jochpass getrieben. Alle 3 bis 4 Tage ist man nahe und hat ein Salz gebracht zum Lecken. Circa am 1. August hat man alles Vieh und Ferleni für 14 Tage an Scharma getrieben. Milch hat man auch dort gekäselt. Später hat man wieder zurück ins Lager gezigelt. Am 1. Herbstmonat haben die Gattmerbauern alle ihre Rinder gereicht. Nach einem gemütlichen Abend, manchmal ist schon morgen geworden, haben sie ihre Tierleni durchs Gentel austrieben, ins Mattenloch und gegen Gattmen und nachher noch auf die Raflöhüfe. Wer würde das heute noch machen? Die Hasliberger haben die Alp meistens am 6. Herbstmonat abgesiegelt. Die Zurückgebliebenen sind später noch für 3-4 Tage auf den Schwand, ins Boden und ins Jungholz. Die Milch hat man meistens noch in Holzbrandlenen an Engschlen getragen und dort gekäselt. Die Alpabfahrt war meistens vor dem Bettag. Für das Hittenholz ist für jedes Zentrum ein Grotzen angezeichnet worden. Abwechslungsweise an der Seebachseite, beim Metzgerbrunnen oder am Kohlischwand. Jede Tanne hat eine Nummer bekommen, die man beim Malvogt reichen. Mit Waldsagen hat man sie gefällt und in ca. 40 cm länger Rugel gesagt, gespalten und unter einer Wettertanne getischt. Im nächsten Sommer hat man dann die Spalte und Knebel mit der Raffe zur Hitte getragen, gescheitert und unter das Hittenvortag getischt. Für jeden Alper ist hier 1 oder 2 Hautteile verlost worden. Im Janti, unter der Speicherflöhe, im Tannenfad und hinter den Neffen. Heu hat man im Spätsommer zusammengetan und im Lachen auf den Schopfbeine getragen. Dann hat man gäng ein bisschen Föter gehabt bei einer Schneeferie. Das Heu ist von den Bauern nicht gezahlt worden. Die Arbeit hat einfach zu einem guten Alper gehört. Die Hasliberger Bauern haben ihren Nutzen gäng über die Winterlicken bis in die Reite, Golderen und Hoflöh tragen. Sie haben am Morgen Burden geladen von 40 bis 50 Kilo und sind am gleichen Tag aber wieder an Engschlen zurückgekommen. Wir haben den Kählern für jede Kuh noch einen gereigten Ziegerstock gemacht.
Der Anken ist auf einen Ankenschindel gestrichen worden und dann hat man auch erst im Herbst heimgenommen. Wir haben den Käse, Ziger, Anken mit dem Ross auf einem abgeschlagenen Hori ins Schwarzental geschleift. Auch für andere Leute. Meistens hat man 10 Käselchen, einen Ankenballen und 4 Zigersteckchen geladen. Mit Hellsäcken gepolstert und mit einer Bleche zusammengebunden. Wenn Migli ist man 3-mal im Tag gefahren. Nach der Wässerung vom Engstellager, Plackenbekämpfung und Bauen von Pschittifläschchen und Unterteilung von der Alp ist die Nutzung viel, viel besser. Es gäbe von Engschlen noch manches Misterli zu erzählen, was in den Sommer passiert sind. Auch von der unerlaubten Jägerei. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt gescheiter sein.